Ich will vier Rapport dem Kollegen Georges merci so für sehr guten schriftlichen und mündlichen Rapport zu diesem Dach, aber ein wichtiges Projekt de loi, den wir heute mitten über den Detachement diskutieren und noch werden aufstimmen. Ich meine, das steht also im Parlament gut zu Gesicht, dass wir am Anfang bei so einem Gesetz eine relativ Unanimität bannen haben und dass wir alle die wird sehen, wie wichtig das so ein Gesetz wie das heute ist. Das ist sicherlich nicht an allen Parlament, wo das der Fall ist. Und dafür sollen wir umso mehr froh sein, dass wir hier am Parlament, aber praktisch an den Gesetzen wie die heute immer eine große Majorität von nicht sogar eine Einstimmigkeit fanden. Es geht darum, Sozialrechte über die Grenzen weg zu garantieren, aber möglich auch noch auszubauen. Es geht darum, den sozialen Dumping über die Grenzen hinaus zu bekämpfen. Und das schon gesagt gehen, wenn wir von einer Bekämpfung vom Sozialdumping schwätzen, dann ist das nicht nur für das Salariat wichtig, mit das auch für die Entreprisen, die sich an Gesetze, die sich an Sozialbestimmungen halten, die sich an Kollektivverträge halten, für die zu schützen vis-à-vis von einer deloyalen Konkurrenz. Das ist also für die zwei Seiten wichtig, dass wir so gesetzliche Bestimmungen machen. Das war doch wichtig, weil das muss kontrolliert gehen, dass wir die TM ausbauen und sie an Mesure setzen, wie wir hart können, die Kontrollen zu machen. Den Kollege Gerans, der hat gerade Zölle genannt. Von den Leuten, die da drinnen fallen, und das sind da viel. Aber wenn wir wissen, wie viele Leute da drinnen fallen, dann wissen wir auch, dass dementsprechend Kontrolle muss gemacht werden. Weil das sind am Anfang die Fälle, wo die Kontrolle viel mehr wichtig ist, wie bei den Leuten, die in hier normale Betriebe schaffen, die in der Regel ohne Gesetze an Bestimmungen halten. Da ist das Risiko, dass abisiert wird, nicht so groß, wie gerade bei denen Betriebe oder zum Teil bei diesen Betrieben leid. Das war so wichtig, dass die beste Sozialdaten ausgebaut wird, für die Kontrollfunktion besser ermöglicht. Das ist auch wichtig, dass wir ein administratives Netz schaffen, wo alle die Entreprisen, und ich schätze dafür an allem die in ein Land kommen, auch mal leicht mehr haben, wie relativ leicht zu gucken, wie als Gesetze hier im Land sind, ob man Kollektivverträge schon, die am allgemeinen Interessen erklärt sind, für das die dann noch können appliziert gehen, aber für an den Sektoren oder Branchen, wo man keine so Kollektivverträge schon, wo da rein die gesetzlichen Bestimmungen spielen, dass dann auch eben die Rechte do können nur Gesicht gehen. Das wird noch ein Ugeschwert, dass dann von Gewerkschaften ein gewisses Recht kriegen, für zu intervenieren, zu klonen, auch wenn die Leute nicht unbedingt, ich will mal nicht so machen, aber sie mir nicht einen Auftrag geben. Darüber kann ich natürlich diskutieren, wenn eine Gewerkschaft etwas zu Ohren kriegt, was nicht richtig funktioniert, ob sie dann darf intervenieren, an dem sie genommen, ohne dass sie einen Auftrag kriegt. Ich gebe mir, der Minister, wenn ich nehme, dass wir drin aber so durchgestaltet gehen, dann kriegen wir vom Minister genau erklärt, wie es im Gesetz gemeint ist. Mir auf der anderen Seite will ich aber so, dass ich auch nicht direkt ein Problem hat. Ich habe nicht direkt ein Problem damit, weil hier schwätzt man ja für allem von Leuten, die an der Regel an Betriebe sind, die hier auf den Marché kommen, aber wo die Leute regelrecht ausgebeutet. Wir schwätzen hier von ganztags von armen Schweinen, dass wir da noch hier gesagt gehen. Ich meine, jetzt war der Kollege André Bauler, von Leuten, wo wir wissen, die was Wohnen belangt, die aufgehalten kriegen, für zu wohnen, für zu leben, die in der Dreck sind, die quasi an einer Aufhängigkeit sind, wie wir hat, für sich und seine Familie können sie leben, von einer Entreprise, an denen dann
relativ auch ein großes Angst hat oder gegen zu vieren, weil sie Fernsehen dann gar nicht mehr. Und ich meine, wenn wir an so einer Situation sind, das so nicht, dann ist es für mich nicht nur, der wird Recht sein von einer Gewerkschaft, wenn sie das gewürgt dann sind, dann ist es sogar für mich eine Pflicht, für dann zu intervenieren, für die Leute, die selber nicht am Mem sind, die komplett ausgebeutet gehen, die nicht am Mem sind, für selber an Angst für selber zu intervenieren, dass dann in anderen an ihrem Namen dann aber die Maßnahmen an Bewegung bringen lässt, die in Dach aber wichtig sind. Wenn wir das Gesetz machen, da muss man wissen, dass das Gesetz ist, was an seinem Ziel gut ist. Aber was für jeder gut ist, für die Entreprisen, auch für das Salariat, für jeder sich müssen dieselben Spielregeln halten, weil hier, als sie am Anfang, die sich nicht herunterhalten, das sind am Anfang die Dummen, das sind am Anfang die Salarien, die selber an dem Betrieb schaffen, es sind die Dummen, sind die Betriebe, die sich an Gesetze und Bestimmungen halten, aber die Dummen sind dann auch die anderen Salarien, die wurden richtig bezahlt, mit das nicht immer eine Konkurrenz déloyale vis-à-vis von den Betrieben, mit das auch eine Konkurrenz déloyale vis-à-vis von dem anderen Salariat. Da wollen wir alle einen Eintritt für das Spielregeln für ewig für den anderen dieselbe. Ich sage mal, kritisieren DAX Europa. Und ich meine, von den Punkten, wo wir auch als Partei immer so, dass Europa nicht den Urschein kriegen, den er tut, dass es nicht mehr da ist für die Multinationalkonzerne, dass es nicht mehr für die Lobbyisten da ist, mit dass wir ein Sozial-Europa müssen kriegen. Ein Sozial-Europa ist da, wo wir dann dafür sorgen, dass nicht ein Dumping sozial an Europa stattfindet, wo nicht das ein Salariat gegen das andere ausgespielt wird, wo es nicht auf Kosten von den Ärmsten geht, aber wo man Mindeststandards an Europa abbauen. Und dafür plädieren wir auch immer dafür, dass wir müssen an Europa einen sozialen Mindestlohn kriegen, der wohl nicht kann an einem Land sein wie an dem anderen, aber wo Kriterien wie müssen ein sozialer Mindestlohn berechnet gehen, müssen uniformisiert gehen, und wir hatten alle Regierungen ernannt, und kommen ja löserlos immer mehr Länder auf den sozialen Mindestlohn, und noch die Länder, wenn wir uns an die Debatten erinnern an Deutschland, wo du noch gesagt hast, da gibt die deutsche Ökonomie komplett zur Summe brechen, wenn man einen Mindestlohn aufhören, dass der Kontra, den wir heute feststellen, für Leute sozial aufgesichert gehen, sie kriegen ihre Familie zu ernähren, und du hast den Mindestlohn ja beileibe nicht hoch an Deutschland, das ist auch Geld, was der Ökonomie, der nationalen Ökonomie integral zu gut kommt, weil da sind Leute, die kaufen sich keine Yachten an Häuser auf der Côte d'Azur mit ihrem Mindestlohn, mit die sind froh, wenn sie so viel zu verlieren, und das könnte der nationalen Ökonomie direkt antreiben. Sodass wir auch sollen an Europa bestrebt sein, europaweit so sozialen Mindestnormen, so sozialen Mindestlöhne anzufeiern, dass das am Ende von denen Leuten, das am Schluss auch am Ende von uns, an nicht wie viel Druck gesagt, auch am Ende von Europa selber, weil dadurch gibt es Leute mehr Glaubwürdigkeit an das Europa kriegen, wenn jeder einzelne gibt gesehen, dass das Europa auch für den normalen Mensch da wird. Das gesagt, Herr Präsident, für die Zustimmung von der RDR zu diesem Gesetz.